Hi und herzlich willkommen bei unserem neuesten Swiss German Online Podcast. Heute ist das Thema Ferien. In den Bergen, in einer Ferienwohnung oder in einem Hotel. Wir wollen über die Vor- und Nachteile von beiden Optionen diskutieren und eure Erfahrungen und Tipps dazu hören. Machst du lieber in einer gemütlichen Ferienwohnung, wo man sich wie daheim fühlen kann, Ferien? Oder hast du lieber den Komfort und den Service von einem Hotel? Anhand der Erfahrungen von Nadja, die selber schon sehr viel in den Bergen Ferien gemacht hat, wollen wir dann in der Konversationsgruppe auch über eure Erfahrungen reden. Schaut ein und lasst zu. Wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Geschichten. Viel Spass und bis bald. Ferien in den Bergen. Im Hotel oder in einer Ferienwohnung? Als ich klein war, sind wir jedes Jahr im Winter zusammen irgendwo in die Berge. Grindelwald, Leukerbad, Disentis, Flumserberge, Arosa, etc. etc. Im Winter haben meine Eltern in der Regel eine Ferienwohnung gemietet. Das ist halt noch praktisch mit Kind und man kann auch mal daheim kochen und muss nicht immer auswärts essen. Und zum Teil haben wir auch im Sommer in den Bergen Wanderferien gemacht. Viel sind wir ins Toggenburg, aber dort sind wir nicht in einer Ferienwohnung, sondern in ein schönes Berghotel. Ich mag mich erinnern, dass wir es mit den Besitzern ganz gut hatten. Man hat sich wie in einer grossen Familie gefühlt. Dort haben wir Halbpension gehabt. Also die Nacht und der Morgen war inbegriffen. Den Mittag haben wir in der Regel irgendwo in einem Bergrestaurant gegessen, auf einer Wanderung. Später als Jugendliche habe ich dann eher Ferien in Jugendherbergen gemacht, was günstiger ist wie ein Hotel oder eine Ferienwohnung. Aber häufig hatte ich ein eigenes Zimmer, weil ich mit anderen unterwegs war. Und man teilt sich einfach die Küche, das WC und die Dusche noch mit anderen Reisenden. Mit meinem damaligen Schweizer Freund bin ich aber auch mal in ein schönes Wellnesshotel auf Grindelwald. Das war ganz romantisch. Und neben der Zeit auf der Skipiste konnte man sich dann auch noch im Whirlpool oder in der Sauna entspannen. Ein anderes Mal sind wir in ein Hotel zu Davos. Aber obwohl es etwa gleich teuer war, war der Service und das Hotel nicht so gut. Einmal sind wir am Abend vom Snöbe heimgekommen und haben kein warmes Wasser vorgefunden. Im Winter in der Skiferien, in einem 4-Sterne-Hotel, sollte man doch eigentlich schon warmes Wasser erwarten. Es hat fast eine Stunde gedauert, bis sie das Problem regeln konnten und wir endlich warm duschen konnten. Auch im Restaurant haben sie uns eine ganze Stunde auf unseren Tisch warten, obwohl wir reserviert hatten. Ich muss sagen, dass ich eigentlich mit einfachen Einrichtungen zufrieden bin. Häufig tönt so ein 4-Sterne-Hotel besser, als es ist. Ich habe ja selber auch schon in verschiedenen Hotels gearbeitet, auch in einem in Davos. Man muss auch sagen, dass die Hotels in den Schweizer Bergen häufig überteuert sind. Mir gefällt die Idee von einer Ferienwohnung, weil ich eigentlich gerne auch mal selber koche. Zudem sind die Ferienwohnungen und die Ferienhäuschen in der Schweiz häufig ein typisches Berghaus, das viel Charme hat. Und du? Hast du schon etwa diese Ferien in den Bergen gemacht? Wo genau? Gehst du lieber in ein Hotel oder in eine Ferienwohnung? Oder bevorzugst du sogar etwas anderes? Was sind die Vorteile bzw. die Nachteile für dich? Hast du ein Lieblingshotel oder eine Ferienwohnung, wo du schon mehrmals warst? Hast du auch schon in einem Hotel eine Enttäuschung erlebt? Wenn ja, was ist passiert? Gehst du eher im Winter oder im Sommer in die Berge? Welche Aktivitäten machst du gerne in den Bergen? Wie suchst du dir einen Ferienort aus? Diese Fragen wecken in uns hoffentlich schöne Erinnerungen, die wir miteinander teilen können. Ich wünsche euch auch ein spannendes Gespräch
und bis am nächsten Montag. Tschüss zusammen!